Servus miteinander, willkommen zurück bei mir im bayerischen Outback. Das ist jetzt Video Nummer 2 für bayerische mystische Flussmonster. Da gibt es wahnsinnig viel Sagengestalten und sehr interessante Sagengestalten. Und ich werde euch jetzt versuchen, so ein bisschen die bayerische Folklore näher zu bringen, untermalt von schönen Bildern, wie wir da diesen schönen Fluss entlang marschiert sind, damit es von der Bildergeschichte nicht ganz so langweilig ist. Und ich hoffe, dass euch auch das, was ich euch zum Erzählen habe, interessiert. Viel Spaß bei dem Video. Der Fischer Freile. Der Nebel hing dicht über der Ammer, als ich mich in der Dunkelheit am Ufer niederließ. Ein unheimliches Gefühl erfüllte die Luft, während ich meine Angelrute behutsam ins Wasser senkte. Die Geräusche der Nacht verstummten, als ob die Natur den Atem anhielt, um das bevorstehende Unheil zu spüren. Plötzlich spürte ich einen starken Ruck an meiner Angelrute, der mich fast aus dem Gleichgewicht brachte. Mit einem entsetzten Blick sah ich, wie der Fischer Freile aus den Tiefen des Flusses emporstieg. Sein Körper war grotesk und monströs, bedeckt von einer schuppigen Haut mit einem klaffenden Maul, das nach frischer Beute lechzte. Seine Augen leuchteten in einem unheimlichen Glühen und seine Tentakel, welche aussahen wie die knorrigen Äste einer alten Eiche, umschlangen meine Beine, während er mich in das eiskalte Wasser zog. Die Dunkelheit verschlang mich und ich war hoffnungslos in den klammernden Armen des Fischer Freiles gefangen. Der Fluss schien lebendig zu werden, während ich in seinen wirbelnden Strömungen gefangen war. Ich spürte, wie meine Kraft schwand und die Kälte des Wassers in meine Knochen eindrang. Der Fischer Freile lachte, ein grauenerregendes Lachen, das mir das Blut in den Adern gefrieren ließ. Um mich herum schwammen die Schatten anderer Unglücklicher, die dem Fischer Freile zum Opfer gefallen waren. Ihre bleichen Gesichter starrten mich aus der Tiefe an, stumme Zeugen des Schreckens, der sich hier abspielte. Ich kämpfte verzweifelt gegen die rauen Tentakel an, doch meine Kräfte schwanden zusehends. Der Fischer Freile schien mich zu verschlingen, meinen Verstand zu zermürben und meine Seele zu absorbieren. Die Welt verschwamm vor meinen Augen, während ich in den Abgrund des Flusses gezogen wurde. Die Legenden hatten recht, der Fischer Freile war kein bloßes Märchen, sondern eine grausame Realität, ein Wesen der Finsternis, das tief in der Ammer wohnt, das sich von den Seelen der Verlorenen nährt und dem alten, leergefischten Fluss so ein neues Leben einhaucht. Und so endet meine Geschichte im Fluss der Dunkelheit, in den Fängen des Fischer Freiles. Es gibt keine Rettung aus den Tiefen des Gewässers. Die Schrecken der Ammer sind real und jeder, der sich auf ein Gewässer wagt, sollte gewarnt sein. Denn der Fischer Freile wartet geduldig auf seine nächsten Opfer, um sie in sein düsteres Reich zu ziehen und die Lebensenergie gegen die von den Menschen genommene zu tauschen.